Jetzt haben wir also drüber schlecken für mich. Haben 2 Songs aufgenommen. Servus. Servus. Wir laufen drüber rein. Leider nur eine von diesen Gans. Das ist ziemlich frustrierend. So, Ja, eine ist wieder verloren. vor allem innerhalb dieser Büroräumlichkeit. Ah, das haben wir schon. Ja, ja. Ich hab kein Glück mit den Dingen. Zieht ja nicht auf mich. Gott sei Dank habe ich keinen Waffenschein. Ja, wollte ich gerade sagen, ja, du hast jetzt auf jeden Fall keine Schusswaffen Ja. dran. Ich finde, ich schieße wie so eine reiche Weiße. Oh, Ja. oh, jetzt habe ich die abgelenkt. Jetzt haben wir also drüber schlecken für mich. Na, dann schauen wir so ein bisschen. Das habe ich gemeint, danke. Ja, Hauptsache nicht übertreiben, gell? Ja. Heute auch mal in Weiß gefällt mir gut. Steht da? Öfters in Weißen, aber Ja, aber in letzter Zeit nicht. nein. Es wurde des Öfteren angemerkt, dass ich jetzt immer weiß bin und du immer schwarz und die Leute nur so. Weißt du, was am Weißbier scheiße ist, dass ich lang warten muss, bis ich mit dir anstoßen kann? Nein, Weißbier. Ja. Nicht, ja, leg mich am Arsch. Ja, gut, das ist der Wort. Hast du gewusst, dass Schafe Gesichter erkennen? Sogar von Menschen und merken sich, wer nicht zu ihnen war, wie Elefanten. Krass. Ich hab schon mal gesagt, die Schafe werden irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Was das jetzt alles wert? Ja, schon. Flecken auf dem T-Shirt, Ja. Ding, Zeig. Was trinkst du heute auch? Ich trinke heute ein Schorama Hell Ja, und ich sehe, ohne dass ich was vorwegnehmen will, dass du ein Schorama Weißbier saufst. ja. Na, schau, was- Haben jetzt schon einige Fragen gekriegt, Fragesticker, was gerade kommen, jetzt von Sappe auf Schorama umgestiegen sind. Jein, wir saufen beides nach wie vor, aber aktuell haben wir halt eine ganz großartige Schorama-Phase, womit wir der Qualität vom Sappe nichts absprechen wollen, gell? Ja. So. Jetzt hast du deine 7 Minuten, die was gestern wolltest. Ja, ich wollte die gar nicht. Hast das Glas gescheit ausgewaschen? Schau mal, wie er da drin steht, da schauen wir so gar nicht wie ein eingemeißelt. Ja, Viel zu, wie soll ich sagen, die Dichte ist nicht gut genug. na. Was ist? Ja, sehr geil, danke. Zeig. Prost. Prost. Ich glaube, und das ist kein Scherz, ich bin jetzt wirklich süchtig. Ich trinke das und das macht mich so happy. Ja. Das macht mich viel zu happy. Happy. Wie geht's dir, Kid Rap? Habe ich dich schon gefragt? Mir wie's dir geht's geht? gut. Mir bin ich halt irgendwie aus irgendeinem Grund Ja, du schlecht wächst ein geschlafen. bisschen mehr. Ja. Warum hast du schlecht geschlafen? Also, was war der Grund, der Anlass deines schlechten Schlafes? Ja, Schlecht gelingen. schlecht gelingen, ja. Ja, Voll sagen. okay. Sagen. Nur 2 halbe gesoffen gestern beim Livestream. Wir machen jetzt auch Livestreams. Schaut's vorbei. Wochenrückblick. Ja. Stream, Stievenhofen, Song Producing. Meine Wochen sind jetzt aktuell immer ein bisschen aufgeteilt mit Filmproduktion und Musik machen. Und diesmal war eine Musikwoche und ich muss sagen, es ist schon sehr geil, wenn du dich da komplett drauf konzentrieren kannst. Ja. Weil ich ärgerlich, weil ich morgen auf einem JGA bin. Das bedeutet, der Freitag geht schon mal schief flöten. Ja. Aber ja, whatever. Was ist alles passiert? Ja, wir waren in Stievenhofen im Allgäu mit Habe und Dere. Die haben da auch gespielt. Ja, nette Leute wie immer. Nette Landjugend haben da wieder ein schönes Festel aufgezogen. Ja, Auftritt war okay. Von uns war spitze. Ja. Kann man jetzt nichts sagen. Aber, Nein. ja. Mei, haben wir schon glorreichere Abende gehabt, aber ja, mei. Mal so. Gell? Ja, Was geil war an Stievenhofen war, beim Meet and Greet war einer da, der hat ausgeschaut wie Neini und das schön mit der Maske, die auch schon wirklich schön im Alkoholikergriff so da gehabt hat. Das war ein frecher Loder. Das war ein frecher Loder. Aber haben wir wieder ein schönes dreiviertelstündiges Meet and Greet gehabt. ja, War super, das Catering war hervorragend, Ja. richtig gut gegessen. Aber es waren nicht die Auftritte, wo wir dann am nächsten Tag sehr früh heimgefahren sind. Ja, gell? Also um 6 tatsächlich. Uhr Abfahrt, das war halt Ja. war ganz und gar nicht schön. Aber ja. Ansonsten, wie gesagt, die Woche, Los Brutalos Woche, wo wir uns komplett auf die Musik konzentrieren, haben 2 schöne Skizzen geschrieben, ja. haben 2 Songs aufgenommen, oder? Bist Ja. du mit dem Ding auch schon fertig? Nein. Nein? Nein. Mit Massaker. Also, mit Massaker schon, aber erste Bier notiert bin ich nicht. Ja, hast du mal den ganzen Tag Zeit. Nein, ja, schauen wir mal. Ja. Ich bin nächste Woche im Urlaub, sonst hätte ich das nächste Woche machen können. Aber, ja.
Mir fällt tatsächlich nicht so viel ein zu dieser Woche. Haben wir über den Vatertag schon geredet? Ich glaube nicht, gell? Nein, wir am Freitag haben wir unmöglich Podcast aufnehmen. Nein, das haben wir Mittwoch schon gemacht. Das ist eine Zeit lang her, ja. Wir haben den Vatertag begangen, wie jedes Jahr, mit unserem Dad und mit dem Dad von Harry. Ja. Schön Sparrows gemacht, schön Bier gesoffen, schön zwei. Wir haben 3 Dragel zu 5 gesoffen. Ja. Klar, lacht der eine oder andere Las Pedales Hörer wahrscheinlich drüber, aber ich habe es schon relativ sportlich gefunden. Noch ein paar feine Whisky. War nicht so lang, oder? Wann haben wir mal angefangen? 12 Stunden. Ja, mei. Ich glaube, um 2 war ich daheim. Nee, dann Aber ja, gräbig. ja, was wir haben wir nicht, war kein Kampf trinken. Schön 2 Runden Bierpong oder 4 Runden Bierpong gespielt. Muss ich sagen, das war einer der Tage, wo es mir wieder Spaß gemacht hat. Weiß nicht, was dir geht. Ja, ich finde es insgesamt nach wie vor langweiliger wie Bingen. Ja, viel langweiliger. Einiges. Ja. Aber es passt schon, ja. Also es kommt halt, man merkt halt, dass vor die Amis kommt, das ist halt ein Spiel für die einfachen Menschen. Ja. Ich glaube, das Geheimnis am Bierpong ist, es macht so lange Spaß, solange du triffst. Wenn du nicht triffst, dann macht es überhaupt gar keinen Spaß. Weniger als das sogar. Bierpong, Flankeball, Bingen. Was ist auf 1? Ich glaube, Bingen. dann Flankeball, dann Bierpong, schätze Nein, ich. Bierpong, mag ich lieber Flankeball. Echt? Was magst du am Flankeball nicht? Alles? Nix? Ich weiß ich nicht. Was ist das? Ist es der Laufaspekt, der dich Nein, nervt? Ist es das, weil schmeißen kannst du eigentlich relativ zielsicher. Ja. Schnell dringen kannst du eigentlich auch. Ja. Laufen in der Theorie auch. Ich weiß nicht, was man Bremsen ausschaut. Ja, ich weiß nicht, das easy. macht mir einfach nicht so viel Spaß. keine Krass, Ahnung. okay, Flankeball ist bei mir schon knapp hinter Bingen, weil es einfach so schön destruktiv ist und ich feiere halt auch, dass die Regeln Sinn machen. Das bedeutet, der gewinnt, sauft und nicht der verliert, weil was ist denn das für eine Art der Erziehung, dass man die Leute beibringt, dass Saufen was Schlechtes ist. Na, das stimmt, ja. Insgesamt brauche ich eigentlich keine Trinkspiele, weil ich trinke einfach so viel in der Theorie. Ja, Ist schon gut, Dad. Macht ja trotzdem Spaß. ja, Bingen auf jeden Fall, ja, die anderen Bingen, ja. Okay, jetzt trinke ich erst einmal ein paar Schluck, sag einmal. Ja, war geil. Mein Dad hat seinen Keller komplett umgebaut. Wir haben auch eine der besten Rips aller Zeiten gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Es gibt da eine Sauce, die wir machen, die dauert eigentlich so eine schöne Stunde, muss einkochen und den ganzen Scheißdreck. Aber waren dann schon so angesoffen, dass wir einfach Barbecue, Ketchup gemischt haben und ein bisschen was vom Wrap rein und das war's. Ja. Großartig, reicht auch. War geiler als die Soßen davor, Auf jeden Fall, ja. finde ich. Thema der Woche, wir rushen heute ein bisschen durch, weil wir halt, schauen wir, dass wir so. Heute, ich warne euch schon mal vor, das wäre so ein Halbstunden-Ding. Das nächste Mal wieder länger. Stimmt, da muss ich für den Podcast mal kurz reinschauen. Ja. Gell? Thema der Woche: Survival in der Wildnis. Kid Rap. Na, Darfst du das zutrauen? habe ich schon gemacht. Ja, stimmt. Du meinst jetzt uns oder, Ja, auch, ja, oder und, das Öfteren schon? Ich war schon im Yosemite unterwegs, sehr blauäugig. Ja, nein, wie sagt man? Nein, nicht blauäugig. doch. Ja, habe mich wenig damit beschäftigt. Ich denke, wenn man sich eine halbe Stunde Zeit nimmt und sich 2 Otto Bulletproof-Videos anschaut, ist man zumindest theoretisch gewappnet. Ob ich dann die Skills habe, glaube schon. Also, Ich denke auch. dann, also wie lange müssen die wissen? Eine Nacht oder ein Monat oder Ja, ich sage jetzt einmal eine Woche. eine Woche? Weil also ein Monat ist ja völlig drüber. Gut. Aber ich glaube, eine Woche ist ein realistischer Zeitraum, wo es In trotzdem einer. unseren Gefilde hier. Ich sehe die persönlich mehr in Norwegen. Norwegen, okay, gut. Also, Na, Schweden, weil Norwegen ist so gut, das ist ja bergig. fast wie bei uns. Also, oder? Ja, schon. Ähnlich. Mehr Elche gibt es da. Ja. Und auch mehr Bären. Und das ist mehr halt das Bären, ist ein okay. großer Unterschied. Bei uns gibt Ja. Warte, richtig einen Scheiß. Warte, ich weiß gar nicht. Nein, in Schweden gibt es gar keine Bären. Ich Oder? weiß nicht tatsächlich. Das glaube ich mir gerade Habe ich mit richtig. die skandinavischen Aber Länder. Wildschweine, aber die glaube ich haben wir auch. Na, die gibt es bei uns auch, ja. Hallo, hast die Hubert und Staller Folge vergessen? Ah ja, stimmt. Mit Ja. Problem Keiler Kurt. Ja, hätte ich fast vergessen. Gott sei Dank hätte ich das fast vergessen. Ja, Was war denn die größte Herausforderung? Okay, aber also erst einmal, was darfst du mitnehmen? na, Also, jetzt gehen wir mal kurz davon aus, wir zwei bereiten uns auf einen Survival-Trip vor und es gibt keine klassischen Regeln, sondern aber wir wollen es natürlich schon relativ authentisch halten. Ja. Also es hat jetzt nicht jeder so ein ganzes scheiß Lorterwagel dabei. na, was ich tragen kann, mehr oder weniger. Ja, genau, das trifft Okay, gut. ja gut, Klassiker, Messer auf jeden Fall, so Gute ein Wahl. Survival-Messer halt mit vielleicht ein paar
andere Gemixt. Sachen drin. Ja. Zahnstocher. Ja, Zahnstocher, Kompass, vielleicht eine kleine Säge hin. Ja. Dann wahrscheinlich ein Schlafsack. Mit Sicherheit. Ja. Dann, wenn es ums Gewicht geht, muss ich ja schauen, dann nehme ich wahrscheinlich wie alles dieses Zelttuch damit. Ah, wie heißt das? Das habe ich so oft gehört. Ich habe mir eine scheiß Staffel hab ich mir so halber angeschaut. Ja. Tarp. Ein Tarp, genau, ja. Ein Tarp, den ich noch mitnehmen. Dann, Keine Zeit. also, ja, muss ich jetzt. Die sind inzwischen auch noch so. glaub Okay. ich. Also, Ja, aber ich sag mal, Zeit ist schon. Hätten die jetzt Zeit mitnehmen dürfen bei Seven vs. Wild? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich habe es mir nicht angeschaut komplett. Na, ja, was da ich noch mitnehmen? Ja, so ein Filter fürs Wasser. Was Ja, ist. ich brauche eine Woche eigentlich nichts zum Essen, das schaffe ich schon. Nein, das ist halt echt gehen. Das muss man mal ehrlich sein, das darf schon gehen. Ich werde halt wieder zintig nach 3 Tagen. Aber ich weiß nicht, wie easy es in der Wildnis ist, wenn du. Also, das Wenn ich war weit nämlich- gehen muss oder so. Ja, weit gehen und vor allem Holz Energy-mäßig. machen. Ja. Ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Wir sind nämlich Ein im. Feuerstein, stimmt das noch? Oder? Ja, Kann ich nicht damit umgehen. Aber Ja, ich nehme ein Zippo mit. Ja. Scheiß auf den Feuerstein, weil das kriege ich niemals so. Niemals. Unter keinen Umständen. Ja. Ding, wir haben noch nichts zum Holz machen. Du hast nur gesagt, du nimmst so ein kleines Segel mit. Also Messer, ja. Also magst du so ein großes Buschmesser wie das Ding. Ja, also Was ja. dann, aber ich glaube, ich darf mir schon ein größeres, so ein Ausklappsegel, dass ich Ja. richtig umholzen kann. Das darf ich wahrscheinlich noch machen. Ja, Das bei mir, glaube ich, auch vor einer Axt gehen. Oder vor Ja. einer Axt kommen, weil ich bin mir sehr sicher, dass ich mir da einfach noch einen Schienbein hack. ja, wahrscheinlich, ja. Weil jetzt stelle ich es mir schon spaßig vor, ist ein bisschen romantisch, aber ich glaube, dass das genau eine Nacht Spaß macht, bis ich halt komplett erstochen bin von irgendwelchen scheiß Moskitos, Die habe ich gar nicht gedacht. Ja. komplett in meiner eigenen Scheiße liege. Ja. Das habe ich schon gedacht. Ja, Ein Kasten Bier. ein Kasten Bier, klar. Aber gut, für eine Woche halt auch lächerlich. Da Ja. bin ich jeden Tag immer nur. Schon, ja. Ja, also, keine Ahnung. Also, Da wahrscheinlich, wahrscheinlich da die Strecke geht da eine und beim Eingang ist der Edeka und ich dachte, ja, fuck, jetzt bist du wieder da. ja, Bin komplett verlaufen. ja, scheiße. Wie konnte das passieren? Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass so lange ich glaube, dass es wahnsinnig wetterabhängig ist. Ja, klar, ja. Wenn es nicht regnet Ja, und du bist da einfach, dann glaube ich, ist es nahezu ja, egal, in Anführungsstrichen. Aber wenn es jetzt kalt ist und regnet, also Ja. so 5 Grad reichen nicht völlig, dass ich mich aufreg. ja, ich glaube, dass ich da einen kompletten Dopamin-Detox ja dann durchmache, weil Stimmt. wir haben ja nichts zum Saufen, Nein. hast ja wahrscheinlich auch wenig Dann haben wir auch Handys. nichts zum Reden. Ja. Dann insgesamt wenig Eindrücke, außer Depper die Bam. Ja. Aber schwierig wahrscheinlich. Ich wüsste halt nicht, aber ich glaube, dass, was ich schon geil finde an dem ganzen Survival-Gedanken ist, dass halt, also Überleben dein Tagewerk ist. Also ich glaube nicht, dass die Neandertaler damals oder die anderen, die Homo sapiens, Ja. dass denen langweilig war. Nein, Dass die sie gesagt haben haben, Ja gut, ich glaube, dass wenn du was mache ich heute? einfach in den Supermarkt gehen kannst, ist die Hauptbeschäftigung, dass du irgendwas zum Essen kriegst. Und das ist aber auch so geil. Also Ja. ich finde, also ein verdientes Essen Ja. ist eigentlich das Beste auf der Welt. Das kommt für mich fast noch vor Saufen. Nein, kommt vor Saufen. Ich bin ehrlich. Ja, ja, war jetzt schwierig, weil Young, glaube ich, kann man dann schwierig. Also auch mit der Ausrüstung, die wir aktuell dabei haben. Ich kann doch kein Scheiß. Welcher Tier, das im Wald rumläuft, kannst du ernsthaft töten? Ich schätze also aktuell, weil ich so fett gefressen bin, keins, aber wenn es dann irgendwann einmal pressiert, glaube Ja, wenn es Hast du passiert, schon. aber bei einer Ja. Woche. ich. Nein, bei einer Woche nicht. Nein. Aber wenn es ums Überleben geht, ja. Ja. Was war ein Tier, mit dem du dich am ersten abfinden kannst, wenn du das umbringst? Weil ich denke gerade so, also ein Reh ist ja sauknuffig. Ja. Es Ich ist glaube, alles dass man schwierig. einfacher fallen dazu, einen Elch zu töten. Nein, die sind auch geil, aber ich meine, der ist eine Bedrohung. Da kann ich sagen, er hat angefangen. Ja, Und dann hau ich ihm halt einen Stecker über den Schädel. ja, ich dachte immer weg von meiner Spezies. Ja. Okay, also klar, wir sind ja keine Hasen oder so. Schlangen. Aber da eher so Schlangen, Fisch, Fisch, da die alles platt machen. Ja, Fisch, ich darf komplett auf Fisch gehen, wenn ich Fisch Ja. gar nicht so gern mag. Ja. Aber Also das ist schwierig. Weil Zu du musst fischen, erst ja, einmal- das ist halt, musst ja, erst ich einmal glaub- erwischen. ja. Ja.
Klar, manche Bäche bei uns gibt es ja, also Bachforellen oder sowas. Fegel waren geil. Ja, Weil ich glaub, Fegel, also war das finde ich auch Nächste dann. sauknuffig, Ja, aber oder Gänse. Weil Gänse sind ja Arschlöcher. ja. Und du weiß hast nicht. halt auch was davon. Ja, die Klar, sie, vor einem, also ich glaube, dass ein Reh fast unpraktisch ist, weil das der Frise ja gar nicht so schnell. ja, Also deswegen haben sie man ja sollte das ja Pökeln. pökeln, ja. Ja. Oder Eiling. Oder vorher schon braun. Und Genau, dann, ich glaub, wahrscheinlich müsste man alles brauen, aber ja, also pass auf, wenn es halt. Scheiße, wie haben die Arschlöcher das damals? Die haben keine Möglichkeit gehabt, das haltbar zu machen, weil Salz war ja Naja. jetzt, sage ich mal, bei den Homo sapiens. ja, ich schätze, die werden das einfach gleich Fressen, aufgeteilt ja. haben, weil da nicht einer eins gegessen hat, sondern Ja, einer mehrere. ja, der Löwe, glaube ich, wird das auch nicht in seinen Gefrierschrank tun. Na, da fressen alle und dann kommen die Hähnen, dann kommt der Geier und dann kommen die Ameisen. Ja. Ja, Irgendwann können die preisen. Gell? ja schon, ja, alle Also, packen alles voll. Das ist schon direkt vor dem Arsch. Ja, wurscht, gell. Ja, Und wenn du jetzt, angenommen, du schmeißen sie in Kanada raus. ja, Na, okay, sagen wir so, bleiben wir fair. ja, Die schmeißen sie jetzt hier in der Gegend raus, im Silbenstorsee von mir aus, aber so, dass du keine Chance hast, jetzt in Ja. die Zivilisation zurückzukehren. ja, Aber so, dass du zumindest mit der Flora und Fauna ein bisschen auskennst. ja, Du hast nix, ja, gar nichts. ja, Es ist März. ja, Du weißt nicht, was passiert. ja. Wie lang darfst du das schaffen? Ja, ist halt die Kälte ist ja wahrscheinlich schon ein massives Problem. Also ich habe nichts dabei. Aber meine Gewandtheit, das was ich Du jetzt. kommst gerade aus dem Spinnrad. Okay, gut. Dann habe ich also einen brutalen Fetzen. 30 Euro Schulden im Spinnradl, Minimum. weil sie mir wieder anschreiben haben lassen. Ja, einen Ich rostigen aber Nagel in der Tasche. Ja, ich aber bewusst am letzten Wochenende gekommen bin Ja. und hoffe, dass ich es vergessen. Ja. Das, was? Drei. Christoph, du kennst mich. Was ist Hey. los, Grüße? Ja. Der Harry hat letztens in der Bar ausgeholfen, das haben wir doch gewettet, oder? Haben wir auch nicht mehr was gesagt. Nein. Wie lange das überleben hat. Also ich dachte ja erstens versuchen, wieder rauszukommen. Nein, das geht, okay, dann bist du halt auf einer scheiß Insel. Also du Okay. alles, was du machen kannst, ist warten auf Hilfe. Mei. Schwierig. Also ich glaube, essenstechnisch da das relativ lang aushalten, weil ich so fett bin. Ich- Aber Wasser, denke ich, wäre Das ist halt lustig, gell? Das ist halt Fakt, gell? Dass dicke Menschen in der Theorie mehr Vermute Fett ist. ich. Nein, das ist Fakt. Macht Sinn, ne? Ich weiß nicht wie lang, aber Das ist dann ich glaub, voll dass er- peinlich, wenn ich dann gefunden werde und die Hautlappen hängen so runter. ja, stimmt. Dann sag ich, entschuldigt, schaut's weg. Ist weg, ja. Ja, überall den Wichser an die Armhaare. Ja. Weil ich weiß nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Ja. Sag ich, mach ich jetzt Feier oder? Ja. Schon, ja. Ja. Kannst du nicht aus. Ah, jetzt bin ich schon wieder in meine Kokosnuss gekommen. Wo bist du? Auf der Insel habe ich gedacht. Also ja, nein, wie eine Insel. Wie eine Insel, okay. Also ich will damit nur sagen, du kannst nicht, also es ist kann ich nicht nicht- Teil deines Tagesablaufs, dass du einen Weg raussuchst. Okay, gut. Sondern Ja. du hast die Chance, die einzige Möglichkeit ist zu warten, bis jemand kommt. Ja, Und spannend. es gibt wird's halt. keine Kokosnüsse am Okay. Silberstersee, das muss ich auch gleich fragen. Okay, blöd. Ja. Naja, dann muss ich was anderes wichsen. Ja. Ja, insgesamt glaube ich, wird es erst einmal spannend mit der Nahrungsbeschaffung. Vorteil am Sulvenstor, glaube ich, ist, dass das Wasser relativ trinkbar ist. Und also nicht der Sulvenstor selber, aber die Bächlein, die da fließen, Ja. da kannte ich mich schon. Also ich glaube auch der Silberstein selber, also das, was bei uns nicht empfohlen wird zu trinken, ist ja trotzdem mal, ist ja nicht der scheiß Ja, Ganges. aber ist schon ein Lehmbrier. Ein bisschen. Ja, aber- aber ich glaube, dass du Ja. problemlos daraus trinken kannst. Ja. Ja, ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich mal ein Mai voll Sulvenstor da waschen habe, wie in einem Ägyptenurlaub, ein Mai voll Poolwasser und dann 14 Tage durchgeschissen. Aber in Ägypten ist egal, was du in den Mund kriegst. Das ist wurscht. Da habe ich, ich glaube, da habe ich erst versehen einmal jetzt tief eingeschnauft und habe Scheiß gekriegt. Ja, da kleben sie mir am Airport wie heißt das, den herzlich willkommen in unserem Landaufkleber da drauf, das Visum, genau, Ja. den Visumsaufkleber kleben sie mir drauf und dann merke ich schon, Ja, ist voll Scheiß. also jetzt müsst ihr schick. Ja. Ja, also ich glaube bei uns, ja, essenstechnisch wird es auch schwierig. Ich gebe mir einen Monat. Ich hoffe, wir lehnen mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass der Mensch mindestens 3 Wochen ohne Essen aushalten kann, je nach Zustand. Ja. Weil
Ja, ein bisschen was findet man ja schon. Ein bisschen Rinde, ein paar Käfer. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich habe keine Ahnung, was man essen kann. Ja, März ist auch schwierig, gibt es wenig Schwammerl, Und jetzt auch hier, Blätter. also wir haben also mit einem Stecker fischen, klar, ich habe den ganzen Tag nichts zum tun. Ich würde wahrscheinlich versuchen, aber habe ich auch keine Chance mehr, Reusen oder sowas zum Bauen. Ich weiß ganz genau, ich werde am Flussufer oder am Silbenstersee stehen und dann schwimmt da so ein Fisch, Bauch oben und dann werde ich lange okay. überlegen, sage ich, soll ich den jetzt fressen? Whatever. Und dann Ja, werde ich den Chiro fressen, ja. kotzen, So, jetzt scheiße. habe ich Hunger, danke. Ja, März, blöde Zeit. März, blöde Zeit, Entschuldigung, ja. Schwammerl Ja, aber nicht im März, oder? ist keine Schwammerlzeit, das stimmt. Nein. Und da wirst du dir noch Steuerbutzel als andere die mich umbringen wahrscheinlich. Aber hey, try and error. Ja. Also gut, das ist ja bei uns nicht so, dass du wahrscheinlich verreckst. Und dann Also hat meine das Oma ein bisschen sagt, ich glaube, es gibt noch einen Schwammerl bei uns, von dem es so, der sehr ungesund ist. Fliegenpilz. Ist der bei uns auch? Keine Ahnung. Irgendjemand hat mal gesagt, Fliegenpilze sind gar nicht so Boah, schlimm. kennst du die geilen, wo es drauf trittst und dann raucht's? Ja, das sind so das sind geil, richtige ja. Macherpilze. Das habe ich richtig gefeiert, ja. Ja. Würde ich, Springkraut. ja, genau, wir springen gerade. Ich mag Pflanzen, die da was zurückgeben. Ja, schon, Und das ja. ist eine Pflanzen, da weiß ich. Vor allem, das ist halt, da gewinnen wir beide. Das Springkraut freut sich, Ja. dass endlich erlöst wird, dass, dass jetzt schön in die Natur wachsen darf. Ja. Und ich freue mich, dass es reagiert auf mich. Ja. Weil das ist ja das, was ich an Pflanzen so hast. Du kannst Ja. mit denen machen, was du willst. Das sind Girs ist also schlecht, weil das die einzige Reaktion ist, die von einer kriegt, das Sterben. Ich habe so Bäumstecker daheim gehabt und da haben wir jetzt seit von 8 3 neue Wurzeln entwickelt. Wo? Im Einfach Rasen. so. Ja. Ja. War fasziniert. Vom Ja, das sind das Leben Sache. so weitergeht. Zähe Viecher, ja. Ja, also ich darf mir selber auch nicht auf keinen Fall länger geben als dir. Also ich glaube, dass wir beide gleich schlecht oder gut sind in der Nahrungsbeschaffung. Ich glaube auch, dass wir... Ja, Ich kenne mich halt echt gar nicht aus. Null. Also keiner weiß nicht, was für Kräuter. Ich glaube, ein bisschen Sauerrampfer. Aber ein Ramser. wie viel Sauerrampfer muss denn ein Typ wie ich fressen, dass das ansatzweise einen Effekt hat? ja, ich weiß jetzt, ich glaub, man kann ja auch Moos und seinen Scheißdreck fressen, aber Ja, gut. In der Theorie kann ich ja Rosenkohl essen. ja, Mach ich trotzdem nicht. Na, nein, auf keinen Fall. Ja. Da verrecke ich lieber. was sind noch für Fragen? Ich habe mir das gar nicht so angeschaut. Ja. Nein, ich glaube, das war schon alles. Na, Oh. Ja, damit war es für mich. Also. Ja. Ich glaube, dass mir Spaß macht, aber ich glaube, dass ich nicht gut drin bin. na, Aber ich werde mich deswegen ja nicht damit beschäftigen. Nein. Auf keinen Fall. Ich weiß nur, dass wir die Prepper-Folgen immer angeschaut haben. Ja. Die waren irgendwie geil. Ja. Das hätten wir mal wieder machen. ja, jetzt hätten wir auch 2 große Kellerräume, wo wir schon preppen können. Stimmt, ja, aber da ist zurzeit nur Scheiße drin und sehr viel Müll. Autoreifen. Ja. Los Brutales Favorites. Werkzeug. Was sind die 3 Lieblingswerkzeuge? Wenn der klassisch geht mit dem Hammer sofort. Hammer, voll Hammer gut. super, Spitzenwerkzeug. super funktional. gar Kann ich Sachen die Wand nageln. Ja. Habe ich so einen Zimmererhammer, kann ich Nägel rausziehen. Ja. Kann ich Sachen kaputt hauen. Kann ich Leute kaputt hauen. Ja, stimmt, ja. Kann Gegenstände kaputt hauen, Autos. Das Einzige, was cooler ist, wir haben so Stuhlhacks. Ja, stimmt, ja. Der macht das alles, mit dem kannst du genau das gleiche machen, nur mit mehr Ja. Riss. Wegen, habe ich glaube ich schon mal verzeiht, oder? Dass wir wegen der Polt-Folge, als wir nach Spanien gefahren sind mit Andi seinem Bus, Ein Stuhlhacks dabei gehabt. jeder einen. Jeder? Jeder, also wir haben einen Wie viel Stuhl wart's gehabt, ihr? zu viert. Ja. Wir haben einen Stuhl auseinandergehauen, so einen alten, und dann jeder neben dem Stuhlhax geschlafen. Ja, da hat er einen Stuhl. Also, schaut euch einmal, wie heißt das? Gerhard Polt, ich glaube. Der Nobelpreisträger. Ja, der Nobelpreisträger ist großartig. Ja. Aber fühlt man sich sicher mit so einem Aber Stuhlhax? habt ihr ihn mal verwenden müssen? Nein, der war ja nur, falls wir haben ja oft mit offenen Türen und so schlafen müssen, weil es so heiß war. Und deswegen haben wir den dabei Habt ihr gehabt. im Auto geschlafen? Das war ein Bus, gell? Ja, es war so ein T3 mit einem Dachum drauf. Ein Designer, oder? Ja. Geil. War das okay zu viert da drin schon, oder? Ja, also Da haben wir damals. 2 am Dach oben, oder? Ja, 2 am Dach, 2 unten war ein Liegeplatz. Spitze. Ja, es war halt also echt extrem geisteskrank heiß da drin, weil Ja. egal wie das Auto gestanden ist, das Gefühl, dass der Wind immer von woanders käme. Also da, wenn ich so ausschaue, wie die Blätter immer in die Richtung wahnsinnig. Also, fuck. Und jetzt bist du eh schon ein Assel. Du bist ja überall. Für dich ist ja alles okay. Ja, damals, also ich weiß nicht, ob es in meinem jetzigen Alter noch der Backen ist. Aber über Feuerwehr kein Luxus, kennt man es ja dazu sagen.
bin ich gerade 18 geworden, da wollte ich dann raus in die Welt. Ja, und jetzt scheißt auf die Welt. Und was, okay, das kann das natürlich auch helfen, ist, dass wir uns halt jeden Tag komplett behindert gesoffen haben. Ja. Ja, ich glaub weiß auch. noch, ich bin mit dem Matthias oben gewesen und einmal sind wir aufgewacht, weil wir Rücken an Rücken geschlafen haben und wir sind zusammengelegt, weil jeder so geschwitzt hat. Ja, gut, das ist, Ja. das ist aber nur ein gutes Zeichen, weil normalerweise, wenn du noch mehr schwitzt, dann lebst du gar nicht mehr. Sondern dann ist das also reine. Ja, Nein. nein, war praktisch, ja. Schön. Ja, glaub ich. Auch billiger Urlaub, also da habe ich nicht viel Geld braucht für 2 Wochen. So ein Roadtrip darf mir trotzdem einmal wieder Spaß machen. Ja. Ich bin ein Roadtrip-Fan, aber Ja. müssen wir mal schauen. Thailand war halt auch cool. Ja, mit den Roller. Oh ja, geil. Ja, der Tuk-Tuk. Ja, Oh, da sterben wir halt safe mit beidem. ja. Bin in Thailand noch nicht Auto gefahren, hat eigentlich recht okay ausgeschaut, wo wir da gefahren sind. Ja, So hätte Bangkok, Ja. hat mich jetzt auch nicht so schockiert. ich- go with the flow, sag Ja, ich immer. schon. Das ist halt schon hier. Ja, du musst halt da einfach, was du schnell lernen musst in seinen Ländern, ist, dass halt, du musst halt immer überall schauen Ja. und es gibt halt keiner hat recht. Du musst wirklich, also Ja. ich finde, ich bin ja auch schon in einige andere Länder gefahren und du musst einfach wirklich mit dem Strom schwimmen. Ja, Und dann haut das hier. Und das Geile ist, dadurch, dass es keine Regeln gibt, regt sich ja keiner irgendwie so Nein. richtig auf. Da musst du sehr, weil du musst schon, Ja. musst schon das Kind von jemandem totfahren, Ja. dass jemand da kurz hupt und sagt, ja. jetzt muss ist jetzt echt ein- ein Nice machen. Na, in so asiatische Länder oder in viele so arabische Länder dient das Hupen zum Warnen, Ja. nicht als wie bei uns zum Bestrafen. Ja. Weil bei uns ist ja das Hupen ermahnen oder bestrafen, weil du was falsch gemacht hast. Das ist wie ein Bein. Ja, da wirst du aber halt angehupt, weil ja oft viele Autos nebeneinander fahren und so, und dass du dann nicht ausscherst, hupen sie halt immer, Ja. bevor sie vorbeifahren, damit du weißt, jetzt kommt gleich einer. Du musst halt nicht schauen, sondern du hörst halt, es hupt Ja. jemand. Das Problem ist halt, wenn 40 gleichzeitig hupen, verlierst du aber Ja. wenn man sehr gut. Ja. Ja, da muss man sich am Anfang schon drauf gewöhnen, weil als Europäer macht dann Hupen ja, oder als Deutscher vor allem sehr schnell sauer. Ja, aber da bist du dann im Ausland bist du dann Ja, schon. gechillter. Da habe ich eben schon mal einen Grundpegel. Ja, schon, ja. Ja, aber das ist was anderes. Da bin ich trotzdem wieder, ja. Ja. Akkuschrauber ist bei mir noch. Ja, Aber den Allrounder. Nein, brauchst du den ganz mal viel immer. braucht. Und Wie viel 3? ich habe jetzt mal 3 gesagt. Also wir sind uns einig. Ja. Also Hammer, Ja, Akkuschrauber und dann irgendwas zum Segeln. Ich nehme einen Stichsack. dann nehme ich, Weil einen Schraubenzieher brauche ich nicht. ja, hat man Weil da war ein Akku- Akkuschrauber. Ja, schon, ja. Dann nehme ich, was hast du genommen? Ein Säge. Ein Stichsack. Stichsack, ah, okay. Und der kannst schon viel machen. Ja, Vielleicht aber auch ein Handsack, weil da bin ich flexibel, aber ich muss ihn nicht survivalen. ja, Aber um ehrlich zu sein, wenn es wirklich um Lieblingswerkzeug geht, ich bin ein riesen Fan von einem Kappsack. ja. Mit der kannst du so viel machen. Aber ich mag auch Stichsägen, also Ja, was Kreissägen so Was gern. ich sehr, heute ist ein guter Tag. Feiert. Ja, nein, ich feiert sehr meditativ finde, ist Schleifen. Exzenterschleife. Mit Schleifen. Ederschleife, ja. Ederschleife, Ja, schon. ja. Ja, da siehst du halt, was du gemacht hast, das ist Ja, geil. Das mag ja, ich und es gern. geht auch schnell. Ja. Und man braucht nicht viel Geschick dafür, dass es einigermaßen okay wird. Ja, Das war das, was ich war brutal schlecht am Werken. ja, Ich weiß gar nicht warum. Also so, die wollten immer so Kunstscheiße machen. Und weil wir gerade beim Schleifen sind, wir haben irgendein Holzstückel gemacht und das hat mir so Spaß gemacht, die Ecken abzuschleifen, dass ich halt alles abgerundet habe und da habe ich dann eine schlechte Noten gekriegt, weil es halt dann rund war. ja. Aber das war so schön weich. Ja, da habe ich einen schönen Stecker gemacht, so einen schönen Gehstock. nee, für Pflanzen, so einen Stützstock, keine Ahnung, wie das heißt. Schön, wie vom Indianer ausgeschaut. Oh, schön. Weil man mit den verschiedenen Pfeilen hast dann da so Muster einschleifen können. Da. Das habe ich mich begeistern Ja, können. ich glaube allgemein, wenn du dich ein bisschen mehr damit beschäftigt hättest, kannst du schon rein visuell ein kleiner Künstler sein. Ja, schon. Also zeichnen hättest du Nein, eigentlich, nein, glaube ich schon, dass weiß das nicht. keiner hättest. Du hast großartige Katzen und Vögel gemalt, also. Aber einen schönen Aschenbecher töpfert für meine Mom. Eigentlich war es Ja. ein Teelichthalter Ich hab auch- gewesen. Weißt du, was das. Okay, bei mir genau die gleiche Geschichte. Ja. Ich habe mit dem Dad einen Teller gemacht Ja, und mit so einer coolen Schlange, nur als Verzieher, und der steht auch im Keller als Aschenbecher. ja, aber schon niemanden her. Ja. Also ich weiß nicht, ob meine Mom den jetzt immer noch hat, aber ich habe mal einen Bären genannt und den hat es tatsächlich immer noch. Ich habe ein Nilpferd aus Ton Getöpfert, gemacht ja. und habe ihm unten Cojones gemacht und das habe ich jetzt so lustig gefunden mit 6. Ja.
das war das zweite Nilpferd, weil mein erstes platzt, weil ich scheiße. die Luft nicht nur rausgestanden habe. Das hat alle anderen Werkstücke im Ofen kaputt gemacht. Das ist mir doch egal. Ja. Ist es Nilpferd. Ja, schon. 5 Fragen. Ja. Wie war euer allererstes Bier, an das ihr euch erinnert? Wann, wo, wie welches? Mein allererstes Bier. Fuck. Ich weiß tatsächlich noch, also an das erste Bier, an das ich mich tatsächlich erinnere, und das war keine gute Erfahrung, war damals tatsächlich im Blue. Also ich habe davor gewiss schon mal Ja. so ein bisschen probiert, aber wo ich es mir selber gekauft habe, war im Blue und ich glaube, da hat es nur Becks oder sowas gegeben. Dann habe ich das getrunken und ich habe es so zum Kotzen gefunden. Ja. Ich habe es so zum Kotzen gefunden, das war so widerlich. Und dann steht den restlichen Abend, wie so der größte Hurensohn. Hurensohn Smirnoff auf Eis gesoffen. Ja. Ja. Also ich weiß auch noch, dass mein erstes Bier überhaupt gar nicht geschmeckt hat. Ich glaube, ich habe es mit meinem Dad gemeinsam getrunken. Ja. Und bin dann auch sehr schnell erst einmal zu sowas wie Despo oder so. Ja, und In der so heißen Schnaps Nacht. mischen. Oder der Country-Nacht, da habe ich mal schön die Sim Despo Night gesungen und da haben wir gedacht, und da weiß ich nicht, das war das erste Mal, dass ich einen richtigen Schwips gehabt habe. Und was macht der Alter auch mit dem Schwips? Ich habe die ganzen Pfandsachen gesammelt. Ja, das habe ich ja, stimmt, da waren wir Da habe gleich ich gemeinsam, 35 Euro gemacht und habe Ja. mich gefühlt wie der König von Schaftler hat, aber das oder? war. Ja, stimmt, da bist du noch mit Plus heimgekommen. Das war so geil. Ja. Ich war schon immer Knicker, der Wichser. Ja. Jetzt spielt es ja keine Rolle mehr. Nein. Jetzt sage ich, mein Gott, 5.000 Euro hin oder her. Heute Ja. gib's mir, oder 2.450 Ja. Euro. Ich schaue nur noch, kann ich es absetzen oder nicht. Das Ja. ist das Einzige, sonst. Ja. Ja. Aber Uns hat gestern beim Livestream eine aus Versehen 2.450 Euro überwiesen. Sie wollten uns, glaube ich, 24,50 Euro überweisen. Wir haben sie ja wiedergegeben, aber rein rechtlich hätte es keine Handhabe gehabt, gell? kann ich jetzt nicht genau sagen. Ne? Meinst du, es gibt, ja doch, klar gibt es Menschen, die das behalten. Ja, glaube ich schon. Aber Rock nur. ich möchte jetzt da nicht in Livestream, wenn jemand was spenden will. Das hätte ja keiner von uns jemals gemacht. So. Nein. Der Dame da 2.450 Euro. Ja. Sie hat uns ja sogar noch geschrieben, dass uns die Bearbeitungsgebühren, das was ich aus Spaß gesagt habe. Sie hat ja auch noch geschrieben, um sage ich mal, ihren Ding, das ist auch für mich kein guter Tag. Ja. Zur Ehrenrettung hat sie noch gesagt, ja, das war schon ein Versehen, aber wir müssen jetzt einfach entscheiden, was wir damit machen. Ja. Ich habe gesagt, hochpokert, Van de Fleur. Ja. Wenn du in eine bestimmte Zeitepoche reisen könntest, welche wäre es? Haben wir es nicht letztes Mal schon gehabt und gesagt, wir reisen in die Zeit von unseren Eltern, weil wir dann besoffen Auto fahren hat dürfen. Ja, kann sein, aber jetzt geht es ja mehr um eine Zeitepoche. Also für Okay. mich war es ganz, ganz, ganz einfach. Ich möchte ins alte Rom. Ja. Und da hätte ich mich einmal komplett von jedem Tier ficken lassen, weil das damals noch cool war. Ich glaube, dass damals so gestunken hat. Merkst du irgendwann nicht mehr. Zeitepoche. Kann da in Zukunft, gell? Aber ich glaube, das will ich gar nicht. Nein. Dann würde ich wahrscheinlich eher zur Darmspiegelung gehen. Ja, Das ist stimmt, 20 ja. auf 4 Jahre. Ja, 20 auf 4, okay, es gibt mich nicht mehr. Warte, das kriege ich einen zweiten Versuch, 5 auf 4, hey, es gibt mich nicht mehr. Ja, scheiße, ja. Na, dann nehme ich, was interessiert mich denn? Es ist, glaube ich, alles für einen Arsch, aber dann gehe ich. Weiß nicht, gehe ich zu den Cowboys. Oh, auch cool. Was meinst du, ist da gestunken? Ja, aber Ja. ja, da stellen sie einmal alles so romantisch vor, aber jetzt werden die Western ja immer realistischer und das war gar nicht geil. Nein, null. Keine der alten Epochen. Nein. Also im Rom, glaube ich, war es ja auch nur cool, wenn du einer von den ganz Oberen warst. Ja. Genauso wie im Mittelalter und auch da. Ja, Pest, ja, alle urhässlich. Cholera, die Masern, Ja, sau hässlich. Inzest. Was meinst du, dass er Zipfel gerade hat oder so ein Muschi? Ja, Bäh. das ist schon gar. Aber gut. Naja, ja. In welcher Alltagssituation bist du noch nicht erwachsen? In jeder. Ja. Überhaupt. Heute habe ich ein paar Briefe aufgemacht. Und? Ja. Nicht schön, gell? Gibt einem gar nichts. Nein. Das ist auch nichts, wenn man es erledigt hat und man Ja. sagt, Weißt du, wenn man sich aber wie ein König vorkommt, wenn eine Mahnung kommt, dass es aber doch schon Zeit. das kommt sehr selten vor. Ja, aber das wenn. muss vorkommen, Echt? ja. Krass von IHK. schon wieder. Ja. Die wollte irgendwie 80 Euro und das habe ich ihnen vor einer Woche überwiesen. Oh, du bist ein richtiger Macher. Ja, einfach so.
IHK ausgetrippelt. Ja. Wenn's das ja Spastis. Ja, also, wie gesagt. Sonst wäre eine Alltagssituation, ja. Wenn es ein Rutschen Nein, gibt. wäre eine Alltagssituation, bin ich erwachsen, das war eher Ding. Also ich kann gut mit anderen Erwachsenen am Tisch hocken. Ja. Aber auch nicht zu lang, sonst werde ich hibbelig. Ja, schon wird man schnell langweilig, ja. No. Bierpong oder Rage Cage? Für mich ganz einfach. Ne, bei Rage Cage rührt sie mehr, deswegen ist das ein Spiel nicht so oft. Also ich glaube, wenn mehrere Leute da sind, da die Rage Cage nehmen, da einfach, dass alle beschäftigt sind, und wenn man jetzt halt zu einer gröbigen Viererrunden ist oder zu 6, dann da die Bierpong spielen, so da das glaube ich lösen. Wenn ich mir jetzt für immer entscheiden müsste, glaube ich, dass ich trotzdem Bierpong nehmen, weil es ja einfach zu jedem Anlass passt. Ja, das stimmt. Aber ja trotzdem für mich all the way Rage Cage. Okay. Das ist tausendmal geiler. Ja. Es passiert, wie gesagt, viel. Also du kannst also 10 spielen. Ja. Das ist schon nice. Nächste Frage auch einfach für mich jetzt sofort auf Rock Park sein oder auf Malle. Bei mir ist es ganz klar Rock Park. Bei mir kennst du drauf, wo wer spielt. Ja, das ist mir wurscht. Na, sonst glaube ich, da die Malle nicht mehr. Aber jetzt nicht unabhängig kann ich ja da woanders hin. Also Ja, klar. nicht am Bierkönig. Ich meine, wirst Mega Park. nicht in Palma sein. Ja. Ja gut, wenn ich mir jetzt allerdings fragst, ob ich lieber auf Rock Park nüchtern oder lieber auf Malle nüchtern wäre. Ja. Malle, definitiv. Weil da kann ich dann baden gehen, Ja. im Puff. Ja. Gibt es am Rock Park. Stell dir mal einen Puff am Rock Park vor. Na, das was geht wahrscheinlich. Ja. Na. Fan der Woche ist die Lady, die 2450 € gesponsert hat. Van de Fleur. Danke. Merci. Ja. Was steht die Woche an? Wir haben auftrittsfrei. Ja. Ich bin beim JGA. Der Kitty macht sich wahrscheinlich endlich mal ein Krivigswochenende zur Abwechslung, oder? Ja. Nix vor. Pfingsten. Das ist echt Pfingsten. Sind jetzt wieder Ferien, oder? Also, wenn die Selbstständigkeit eins geschafft hat, dann, dass mir Feiertag komplett scheißegal ist. Ja. Wir gingen außer Weihnachten, geben mir jeder Feiertag komplett am Arsch vorbei. Und Tom nicht. Nein, da gebe ich, also es ist für mich komplett egal, ob der Pfingsten ist oder nicht. Also Ja. das Einzige, was ist, dass überall mehr dazugeht, und das ist eher negativ für mich. Ja. Entschuldigung, 2 Feiertage sind für mich relevant. Weihnachten und Vatertag. Nein, Weil das haben wir was relativ. ist Vatertag für ein Feiertag? Christi Himmelfahrt. Okay, ja. Kann ich mir nur merken, weil. Aber war mir auch wurscht, wenn da kein Feiertag war. Stimmt. Ja. Da hast du recht. Aber es ist ein Feiertag, den wir ja immer ausnutzen. Ja. Und jeden Freitag, ich glaube, also. Ja, Tag der Deutschen Einheit verachte ich. Das ist das Schlimmste, was, Schon, ja. was jemals passiert ist. Ja. Aber egal, da rege ich mir jetzt auch nicht drüber auf. Wenn wir den Leuten noch was mitteilen, gibt es schon ein klares Datum eigentlich zum nächsten Song? Nicht, gell? Nein. Müssen wir die Köpfe nochmal zusammenstecken. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich habe euch vorgewarnt, wäre ein kurzer Podcast. Nächste Woche sind wir wieder ein bisschen fitter. Vielleicht. Ja. Und ansonsten hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.